Und die Frage, die wir heute Morgen anschauen wollen, was bedeutet es eigentlich, Christ zu sein? Was bedeutet das, Christ zu sein? Hat jemand eine Idee? Was ist das, wenn man Christ ist? Keine Ahnung, hä? Man ist ein neuer Mensch, ja. Man hat ein neues Testament, ja. Also, man ist ein neuer Mensch und bekommt das Erbe. Dann können wir uns ja zur Ruhe setzen. Das ist gesorgt für uns. Was bedeutet es, Christ zu sein? Und wir leben hier ja eigentlich im christlichen Abendland, christlichen Mitteleuropa. Aber wenn man so in unsere Gesellschaft hineinschaut, in unsere Welt hineinschaut, in unser Land, dann stellt man fest, es ist eigentlich nicht mehr so viel ein christlicher Wert herum. Unsere Gesellschaft ist nicht mehr christlich in diesem Sinn. Wir waren gestern an einem Familientag und dort ist eine Referentin gekommen, eine Expertin über Erziehungsfragen und Kinderfragen. Und die hat so gesagt, was Kinder heute prägt. Was sie früher geprägt hat, Kinder, und was Kinder heute prägt. Und früher war einer von vielen Punkten die Kirche. Oder anders gesagt, das Christentum. Und das ist heute, in der heutigen Zeit ist das gänzlich weg. Es wird nicht einmal mehr nur am Rand erwähnt, sondern ist total weg. Also das, was die heutigen Jugendlichen, die heutigen Kinder prägt, ist überhaupt nicht mehr Christliches. Obschon wir ja eigentlich im christlichen Abendland, in einer christlichen, sogenannten christlichen Gesellschaft leben. Und der Papst selber, der neue Papst, hat eines von seinen erklärten Zielen, die er hat, ist, hat er gesagt, das ist Donnerstag, glaube ich, in der Zeitung gestanden, die Rechristianisierung von Europa. Also er will, dass Europa wieder christlich wird. Wahrscheinlich katholisch-christlich. Weil der Papst, der gesagt hat, vor ein paar Monaten, oder kann man das Dumpf ein bisschen rausnehmen? Das ist ja der gleiche Papst, der gesagt hat, dass die reformierten Christen eigentlich nicht die richtigen Christen sind. Dass die nicht miteinander zusammen können das Abendmahl einnehmen können. Das ist der gleiche Papst. Aber er sieht, Europa, unsere Gesellschaft oder unsere Gesellschaften hier in Europa, die haben nichts mehr mit Christentum zu tun. Unsere Kinder werden nicht mehr von Kirche oder von Christen geprägt. Aber was bedeutet es denn, Christ zu sein? Eben, man ist ein neuer Mensch und man hat ein Erbe. Oder was bedeutet es im Detail wirklich für uns? Ist es einfach dazu da, dass man so die verschiedenen Volksgruppen unterteilen kann? Dass man sagen kann, da in Asien hinger, dort sind vielleicht die Hindus, das ist die Hindu-Religion. Wenn man ein bisschen vorkommt über Indien, das sind Buddhisten, Korea, Buddhisten, gemischt auch mit Hindus und anderen. Wenn man dann weiter vorkommt in Nahosten, das sind die Moslems, der Islam. Wenn man dann herkommt auf Europa, Amerika, dann kann man sagen, hier sind Christen. Dann kann man es ein bisschen unterteilen. Da gibt es ein bisschen Farbe so in die bunte Weltvölkergemeinschaft. Und die Juden gibt es auch noch, genau. Schon noch so ein Farbtupfer. Oder was bedeutet es, Christsein wirklich? Was bedeutet es wirklich? Da können wir mal schauen, wo kommt das Wort eigentlich her? Wo ist jetzt das erste Mal in Erscheinung getreten? Und das erste Mal, wo man hört von diesem Wort, ist in Apostelgeschichte 11, Vers 26. Und das war der, wo die Jünger von Jesus durch die Verfolgung, die entstanden ist in Jerusalem, sich ausbreitet haben, geflüchtet sind von Jerusalem. Und ein Teil von diesen Christen ist nach Antiochia gekommen. Und dort in Antiochia, lesen wir Apostelgeschichte 11, 26, dort sind die Jünger Jesu zum ersten Mal Christen genannt worden. Wahrscheinlich haben die Leute festgestellt, das sind neue Schöpfungen und die haben ein Erbe. Wenn wir es jetzt gehört haben vorhin. Oder nicht? Warum haben die Leute von Antiochien jetzt bei diesen Flüchtlingen, die da gekommen sind, ihre Stadt, gesagt, das sind Christen, Jesus-Nachfolger? Ja. Aber warum hat man einen Christen gesagt? Man hätte ja auch sagen Jesus People. Das ist irgendwie, warum hat man einen Christen gesagt? Sie haben nicht Englisch können. Dort nicht, ja.
Warum hat man einen Christen gesagt? Vielleicht eben, es waren ja Flüchtlinge, die gekommen sind, vielleicht hat man einen Christen gesagt, damit man sie unterscheiden von den Juden oder von den Griechen, von den Heiden, von den Eingeborenen hier in Antiochia, von den Einheimischen, damit man sie unterscheiden konnte. Oder vielleicht hat man eine neue Religion etablieren. Da hat man gesagt, das sind Christen. Da können wir sie unterscheiden. Oder warum hat man einen Christen gesagt? Wie sind die Leute auf die Idee gekommen? Ja, genau. Jetzt musst du aufhören, sonst hast du schon zu viel gesagt. Nein, stimmt, genau. Es war darum, weil die Einheimischen dort und die Leute in Antiochien, die haben festgestellt, dass die Flüchtlinge, die da gekommen sind, die reden genau gleich wie Jesus. Aber wie Jesus Christus. Wenn die wirken, wenn die den Kranken die Hände auflegen, passiert genau das Gleiche wie bei Jesus Christus. Es ist genau gleich, wie wo Jesus auf dieser Erde war und gewirkt hat. Passiert genau das Gleiche. Und darum haben sie gesagt, das sind Christen. Das sind Christen. Und jetzt, wie der Peter gesagt hat, das Wort Christ, das kommt von Christus. Und Christus heisst eigentlich der Gesalbte. Jesus Christus heisst auf Deutsch übersetzt Jesus der Gesalbte. Oder auf Hebräisch Yeshua HaMashiach. Jesus der Messias. Das ist genau das Gleiche. Jesus der Gesalbte. Könnte man da das ein bisschen abnehmen? Die Höhe. Sonst zische ich so. Es heisst Jesus der Gesalbte. Und Christ heisst eigentlich ebenfalls der Gesalbte. Wenn du Christ bist, bist du ein Gesalbter. Jesus Christus, Jesus der Gesalbte. Aus diesem Grund haben die aussenstehenden Menschen dort in Antiochia, wenn sie die Jünger Jesu dort gesehen haben nicht gesagt, dass sie einfach Juden, die da gekommen sind, oder Griechen, die sich bekehrt haben, sondern die haben gesagt, dass sie Gesalbte. Gesalbte, weil sie festgestellt haben, wenn die reden, wenn die wirken, passiert genau das Gleiche wie damals bei Jesus. Sie haben gesagt, dass sie Gesalbte. Und gesalbt heisst auf Griechisch Christ, Christus. Genau das Gleiche wie bei Jesus ist passiert. Natürlich ist Jesus Christus einzigartig. Er ist der Weg zum Vater. Er ist unser Erlöser, unser Erretter, unser Befreier, unser Heiler. Er ist für uns gestorben am Kreuz von Golgatha. Er ist einzigartig und er bleibt einzigartig. Aber Jesus hat gesagt, in Johannes 14, Vers 12, zu seinen Jüngern, also zu dir und zu mir, wir sollen die gleichen Werke tun, die er da hat auf dieser Erde. Und sogar noch grössere. Also du und ich, wir sollen die gleichen Werke tun, die er da hat, und sogar noch grössere. Und wie sehen die Werke Jesu aus? Kranke geheilt, Blinde sehend gemacht, Lahme gehend gemacht, Tote auferweckt, im Sturm geboten, über das Wasser gelaufen. Und Jesus sagt, wir sollen die gleichen Werke tun wie er, und sogar noch grössere. Du und ich. Du und ich. Und als die Menschen in Antiochien die Jünger Jesu gesehen haben, haben sie festgestellt, da passiert genau das Gleiche wie bei Jesus. Die Jünger Jesu, die machen die gleichen Werke, die machen das Gleiche, was Jesus gemacht hat auf dieser Erde. Darum haben sie ihnen gesagt, dass sie Gesalbte, dass sie Christen, die repräsentieren Jesus hier bei uns in Antiochien. Die Salbung hat es bewirkt, dass sie das Gleiche machen konnten wie Jesus. Dass sie die gleichen Werke tun konnten. Die Salbung, die auf ihnen war. Und das waren ja Aussenstehende, die so gesagt haben. Das waren Weltmenschen, die diesen Jüngern Jesu gesagt haben, das sind Christen.
das sind Gesalbte. Die haben festgestellt, auf diesen Menschen ist eine Salbung, ist eine Kraft, ist eine Vollmacht, die die anderen nicht hatten. Darum haben sie ihnen gesagt, das sind Christen. Und das soll auch bei dir und bei mir so sein. Wenn du sagst, ich bin Christ, dann sagst du eigentlich, ich bin gesalbt. Ich bin gesalbt. Karl, der Gesalbte. Wir alle. Matthias, der Gesalbte. Gabi, die Gesalbte. Die gleiche Salbung, die auf Jesus war, damit wir das Gleiche machen können, die gleichen Werke tun können, wie sie Jesus da hat. Du. Also Christsein ist nicht einfach ein Titel, den wir bekommen, per Geburt hier in Mitteleuropa, damit, wenn du auf der Gemeinde kannst ankreuzeln kannst, damit die Idee sehen, wo du nicht deine Steuern mal zahlen musst, sondern es ist etwas, das Auswirkungen haben, etwas Lebendiges in deinem Leben. Die Salbung, die auf dir ist. Du bist Christ und du hast eine Salbung. Aber was genau ist denn die Salbung? Was ist die Salbung? Weiss das jemand? Was ist die Salbung? Ich habe mir sie so aufgeschrieben, es ist die spürbare Gegenwart vom Heiligen Geist in uns innen. Zuerst mal in uns innen. Die spürbare Gegenwart, ob du es jetzt spürst gefühlsmässig oder ob du die Auswirkungen einfach spürst, ist die Gegenwart vom Heiligen Geist, von Kraft Gottes in dir innen. Manche spüren es gefühlsmässig, aber zum Beispiel der Charles Ndifon ist einer von den Männern Gottes heute, der gewaltig wirkt in dieser Salbung, wo wirklich Heilige und Totenauferweckung, wo Wunder geschehen. Er sagt zum Beispiel von sich, er spüre nie etwas, gefühlsmässig, aber die Auswirkungen sind da, gewaltige Auswirkungen. Es ist die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Die Gegenwart vom Heiligen Geist, die Kraft Gottes in unserem Leben. Und die bewirkt auch, wenn wir sensibel sind für ihn, dass wir nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Und dass nicht diese Salbung, die Gegenwart Gottes, die Kraft Gottes in uns an den richtigen Ort herkommt. So wie es im Lukas 5,17 steht, wo Jesus durchs Land gezogen ist, da steht dann die Kraft Gottes. Oder anders gesagt, die Salbung in ihm war darauf gerichtet zum Heilen. Zum Heilen. Er hatte eine Heilungssalbung dort in diesem Moment. Das war genau richtig. Haben 4 Freunde dann ihren gelähmten Freund durch das Dach runtergelassen und die Salbung ist wirksam geworden. Zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, durch die Führung, durch die Salbung vom Heiligen Geist. Und die Salbung, die kommt durch den Heiligen Geist. Die Salbung kommt durch den Heiligen Geist. Jesus hat ja gesagt, wo die Salbung herkommt, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Also die Salbung kommt durch den Heiligen Geist. Sie kommt durch den Heiligen Geist. Hat Jesus gesagt. Er hat nicht gesagt, die Salbung kommt durch mich, weil ich der Sohn Gottes bin. Sondern die Salbung kommt durch den Heiligen Geist. Und er sagt die Auswirkungen von dieser Salbung. Er hat mich gesandt, den Armen frohe Botschaft zu bringen, den Gefangenen Befreiung zu verkündigen und den Blinden das Augenlicht, die Zerschlagenen zu befreien und zu entlassen, ein angenehmes Jahr des Herrn zu verkündigen. Und er hat am Schluss gesagt, heute ist dieses Schriftwort erfüllt vor euren Ohren. Die Salbung kommt durch den Heiligen Geist. Er ist es, der Kraft Gottes, er ist es, der die Salbung bringt in unser Leben hinein. Und Jesus selber hat ja auch erst gewirkt, in einem öffentlichen Dienst, wo er Zeichen und Wunder gewirkt hat, nach seiner Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Er war schon vorher der Sohn Gottes. Aber erst nach seiner Erfüllung hat er so gewirkt und hat diese Auswirkungen gehabt in seinem Dienst, in seinem Leben, bis hier beschrieben war. Erst nach seiner Geistestaufe, nach seiner Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Er war schon vorher der Sohn Gottes, sündlos, den Eltern gehorsam als Kind, ohne Sünde, aber er hat kein einziges Wunder da. Nicht eins. Erst nachdem der Heilige Geist auf ihn gekommen ist, nachdem die Salbung vom Heiligen Geist auf ihn gekommen ist, hat er angefangen zu wirken. Nicht vorher, erst nachher. Nachher ist sein Dienst losgegangen. Jesus hat also nicht Kraft seinem Status
als Sohn Gottes Wunder gewirkt auf dieser Erde. Er hat nicht Wunder da auf dieser Erde, weil er der Sohn Gottes war, sondern er hat Wunder da auf dieser Erde, Zeichen und Wunder da auf dieser Erde, wegen der Salbung vom Heiligen Geist, die auf ihn gekommen ist. Durch das hat er Wunder tun. Durch das hat er gewirkt mit Zeichen und Wunder. Er hat Lahme geheilt, Tote auferweckt. Und genau die gleiche Salbung, die auf Jesus war, ist auch auf dir, wenn du den Heiligen Geist hast. Genau die gleiche Salbung, die auf Jesus war, wohnt auch in dir. Sonst wäre es ja total vernünftig, wenn es für uns unmöglich wäre, wenn Jesus sagt, dass die an ihn glauben, die gleichen Zeichen und Wunder werden tun, wie er da hat. Dann wäre es ja gar nicht möglich. Dann könnten wir es ja gar nicht. Aber wir haben die gleiche Salbung. Wir haben den gleichen Heiligen Geist auf unserem Leben. Also Jesus war von Anfang an der Sohn Gottes. Aber die Salbung und die Kraft Gottes ist erst auf ihn gekommen, durch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, der Geistestaufe. Und von da ist sein Dienst losgegangen. Vorher, sagt die Bibel, ist er Jesus von Nazareth gewesen. Jesus von Nazareth. Wenn man von ihm geredet hat, hat man gesagt, es ist Jesus von Nazareth. Nach der Geistestaufe, nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, ist er Jesus der Gesalbte gewesen. Das sagen die Jünger auch so, Apostelgeschichte 10, 38. Jesus von Nazareth. Er sagt, wie ihn Gott mit Heiligem Geist und Kraft gesalbt hat. Der ist er zum Christus geworden, zum Gesalbten. Der umherzog, beginnend von Galiläa aus nach der Taufe, die Johannes predigte, und der Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Denn Gott war mit ihm. Ich habe mal die Bibel durchgelesen, nur nach dem kleinen Sprüchlein, Gott war mit ihm. Und immer, wenn das steht, Gott war mit ihm, in irgendeiner Form, wie auch immer, wenn das steht, Gott ist mit ihm oder mit ihr, dann ist immer Gewaltiges passiert. Das ist immer Gewaltiges passiert. Gott war mit ihm. Wenn Gott mit dir ist, dann passiert Gewaltiges in deinem Leben. Vorher war er Jesus von Nazareth und nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist er Jesus Christus geworden. Jesus der Gesalbte. Das ist die Salbung vom Heiligen Geist über ihn gekommen. Die Kraft vom Heiligen Geist. Der hat er wirken in Zeichen und Wunder. Wenn wir die Bibel anschauen, die Evangelien lesen, dann sehen wir die Auswirkungen von dieser Salbung, die auf Jesus war. Blinde sehen, Tote auferweckt, etc. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann sehen wir die Auswirkung von der gleichen Salbung, die auf den Aposteln war, die auf den ersten Jüngern war. Ein kleiner anderer Dienst, als es zum Teil Jesus hatte. Da hatte einer ein Schattenheilungsministery gehabt. Wenn der Schatten nur auf einen gefallen ist, ist er schon geheilt gewesen. Das wird nie beschrieben von Jesus. Oder da die wahrscheinlich gut schmeckenden Schweißlümpchen. Schweißtüchchen. Wenn die auf die Kranken legst, dann stehen sie auf und sind geheilt. Ja, genau. Sie ist Kleid angerührt, ja. Also es gibt kein Schema, wie Heilung passieren kann. Darum hat Jesus wahrscheinlich auch so viele unterschiedliche Methoden gebraucht zum Heilen. Mal hat er in den Dreck gespeuzt und einen Brei gemacht und auf die Augen geschlirrt. Dann sieht man eigentlich definitiv nicht mehr, wenn du einen Dreckbrei auf die Augen hast. Und Jesus hat so gewirkt. Die Salbung vom Heiligen Geist. Und wir sehen die Salbung in der Apostelgeschichte. Und wenn man so oder die Jahrhunderte durchschaut, dann sieht man auch die Salbung, die auf einzelnen Menschen war. Im letzten Jahrhundert, vielleicht Smith Wigglesworth oder Kenneth Hagin, Catherine Kuhlman, oder es gibt Dutzende. Oder auch heute aktuell, eben der Charles Ndifon, den ich schon erwähnt habe. Aber wir müssen kennen, genau die gleiche Salbung, die auf diesen grossen Männern, sogenannten grossen Männern und Frauen Gottes war. Genau die gleiche Salbung, die auf Jesus war, die auf den Aposteln war, in der Apostelgeschichte, ist auch in dir. Genau die gleiche Salbung wohnt auch in dir. Genau das Gleiche, die gleiche Kraft, der gleiche Heilige Geist. Vorausgesetzt natürlich, du bist ein Kind Gottes und du bist erfüllt mit dem Heiligen Geist und mit seiner Salbung. Im 1. Johannes 2, Vers 20 dort steht,
Und ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist. Du hast die Salbung. Du hast sie. Die gleiche Salbung, die auf Jesus war, die auf den Jüngern war. Du hast sie. Die gleiche Kraft, die Jesus befähigt hat, dass er seinen Dienst tun konnte. Die gleiche Kraft, die die Apostel befähigt hat. Darum sagt Jesus, wer an mich glaubt, wird die gleichen Werke tun, die ich da habe. Die gleichen Werke. Das bedeutet eigentlich Christ sein. Das bedeutet Christ sein. Gesalbt sein mit der Kraft vom Heiligen Geist. Mit der Gegenwart Gottes in unserem Leben. Durch den Heiligen Geist. Die Salbung kommt durch den Heiligen Geist. Und die Salbung, genau diese Salbung und diese Kraft war bei den Jüngern in Antiochia wirksam gewesen, dass sie die gleichen Werke tun konnten wie Jesus. Und darum haben die Menschen gesagt, das sind Christen. Das sind Christen. Oder wenn man es hebräisch sagen würde, das sind Messiassen. Das klingt für uns ein bisschen anrüchig, wenn ich sage, Karl, du bist ein Messias. Das klingt für unsere Ohren komisch, oder nicht? Roberto, du bist ein Messias. Aber es heisst eigentlich, du bist ein Gesalbter. Du bist ein Gesalbter. Das Gleiche einfach auf Hebräisch. Und die Leute haben dann gesagt, das sind Christen, das sind Gesalbte. Da hat nicht mehr die Herkunft eine Rolle gespielt bei diesen Leuten, sondern sie haben festgestellt, das sind Gesalbte. Die meisten, die hier gekommen sind, waren eigentlich Juden. Aber sie haben nicht mehr gesagt, das sind Juden. Das hat keine Rolle gespielt, sondern sie haben gesagt, das sind Gesalbte. Oder einige von den Griechen haben sie nicht gesagt, das sind Griechen oder Heiden, sondern das sind Gesalbte. Weil die Salbung vom Heiligen Geist, die Kraft vom Heiligen Geist auf ihnen war. Die Salbung macht den Unterschied. Die Salbung ist das Entscheidende. Dass die Salbung vom Heiligen Geist auf uns ist. Die Herkunft, unser Hintergrund spielt eigentlich gar keine Rolle. Die Salbung vom Heiligen Geist, das bedeutet Christ sein. Und ich habe mich gefragt, wie würde man uns nennen, wenn es das Wort Christ, also gesalbt, noch nicht gäbe. Wenn jetzt aussenstehende Weltmenschen uns so anschauen würden, wie würden sie uns nennen? Würden sie sagen, boah, das sind Gesalbte. Schau mal, die Kraft, die da wirksam wird bei denen im Gottesdienst. Das ist das Gleiche wie dann, wenn man da nachliest in der Bibel, wie bei Jesus, da passiert das Gleiche. Das sind Gesalbte. Wie würde man Christen in der Schweiz betiteln, wenn es das Wort noch nicht gäbe? Habt ihr eine Idee? Nein, ich muss jetzt nichts sagen. Wie würde man den Christen bei uns, in unserem Ort, in unserem Land, in Mitteleuropa, wie würde man denen sagen? Wahrscheinlich nicht, die sind gesalbt mit Kraft. Da geht etwas ab bei denen. Es kommt. Aber ich glaube, es ist noch nicht so weit. Dass man uns würde sagen, die sind gesalbt mit der Kraft aus der Höhe. Wie würde man uns nennen? Als ich ein Teenager war, ich bin ja in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich habe etliche Verwandte, die Christen waren zum Teil, die sind jetzt schon in der Ewigkeit. Oder immer noch sind. Und ich als Teenager habe gedacht, nur nie so werden wie die. Alles, aber nicht so wie die. Die kommen nicht raus, die sind inkompetent, die stehen letztlich gar nicht dazu, dass sie Christen sind. Die sind schwach, die wagen nicht einmal zum Zurückschlagen, wenn es mal muss sein, etc. Und ich dachte, nur nie so werden wie die. Und ich bin jetzt ganz das Gegenteil geworden von denen. Ich war heroinabhängig, im Gefängnis gehockt. Und am Schluss bin ich dann doch so geworden. Nein, ich hoffe nicht. Ähnlich wie die. Ein bisschen extremer als die. Wobei, ich muss sagen, ja, viele, die in meiner Verwandtschaft, wo ich sehr viel zu verdanken habe, dass ich heute hier bin. Von diesen Christen, weil die sind im Gebet vor Gott für mich. Und die haben viele Auswirkungen gehabt, dass ich heute hier bin. Das muss ich auch sagen. Aber ich habe gedacht, nie so wie die. Nur nie so wie die. Aber das Ziel ist, dass unser Christsein auch so ist, dass Aussenstehende sagen, bei denen ist die Kraft Gottes wirksam. Da passiert das Gleiche wie bei Jesus. Da werden Lahme gehend, Blinde sehend,
Tote auferweckt, dann passiert das Gleiche wie bei Jesus. Und die Bibel sagt uns ja in 1. Korinther 4, wenn wir in jeder Predigt vor dem Sommer noch angeschaut, Vers 19 und 20, der Paulus sagt das, als er zu den Korinther gekommen ist, hat er zuerst gesagt, wenn ich zu euch komme, dann werde ich nicht auf eure Worte achten, sondern ich werde auf Kraft schauen. Und Kraft kommt durch die Salbung vom Heiligen Geist. Ich werde auf Kraft schauen, die da ist. Und dann sagt er, das Reich Gottes besteht nicht aus Wort, sondern aus Kraft. Und wir brauchen die Salbung, wir brauchen die Kraft, wir brauchen die Gegenwart vom Heiligen Geist, dass wir den Auftrag Jesu erfüllen können, den er uns gegeben hat. Dass wir die gleichen Werke tun sollen, wie er sie getan hat. Dass wir die Liebe Gottes, die Kraft Gottes den Menschen demonstrieren können. Jesus hat ja gesagt, in Matthäus 10, 7 und 8, wenn ihr aber hingeht, so predigt, das Reich der Himmel ist genaht. Heilet Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibet Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es. Er hat nicht gesagt, wenn ihr geht, dann heile ich durch euch die Kranken. Sondern er hat gesagt, wenn ihr geht, dann heilet ihr die Kranken und weckt die Toten auf. Macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Also wenn wir gehen und einen Kranken antreffen und gute, tröstende Worte, das ist gut. Das ist tipptopp. Da gibt es überhaupt nichts dagegen auszusetzen. Aber viel besser ist doch, wenn wir ihn im Namen Jesu heilen. Wenn die Kraft Gottes wirksam wird, die Salbung vom Heiligen Geist durch uns wirksam wird und der Kranke dann aufsteht. Gute Worte sind schön und richtig. Aber viel wichtiger ist doch, dass wir die Kraft Gottes fließen durch die Salbung vom Heiligen Geist, die in uns ist. Oder wenn wir mit dämonisch belasteten Menschen reden und beten, das sagt die Bibel in Jesaja 10, 27, die Salbung zerbricht das Joch. Nicht unsere schönen Worte, sondern die Salbung vom Heiligen Geist. Die Kraft vom Heiligen Geist zerbricht das Joch. Oder eine gesalbte Predigt. Apostelgeschichte 2, 41. Die Predigt von Petrus nach Pfingsten. Nachdem die Salbung auf ihn gekommen ist, nach Pfingsten. Eine gesalbte Predigt. Und 3000 Männer haben sich bekehrt. 3000 Leute auf einen Touch. Die Auswirkungen von dieser Salbung. Wir können die Liste noch grösser machen. Aber wichtig ist doch für uns, wenn sogar Jesus von dieser Salbung abhängig war. Wenn sogar Jesus ohne die Salbung kein einziges Wunder, kein einziges Zeichen gemacht hat. Wenn sogar er davon abhängig war, wie viel mehr wir, du und ich, das Gleiche tun können wie er. Wenn sogar er abhängig davon war und musste warten, bis er erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, mit dieser Kraft. Wie viel mehr sind wir davon abhängig? Aber das Schöne ist, wir haben die gleiche Salbung. Du hast die gleiche Salbung. Und jetzt zum Schluss wollen wir noch anschauen, wie kannst du die Salbung aktivieren, ja, für so Schlusszeichen, in deinem Leben? Was sind die Voraussetzungen, dass die Salbung, die Kraft vom Heiligen Geist nicht einfach Theorie ist, wie vielleicht bis anhin, du hast es vielleicht gewusst, aber du hast irgendwie gemerkt, es kommt nicht, es fließt nicht. Theoretisch hast du gewusst, die Salbung ist da, vielleicht, aber es hat keine Auswirkungen. Wie kommen wir dorthin, dass die Salbung Auswirkungen hat in deinem Leben, in deinem Dienst, in deinem Alltag? Und der erste Punkt, den wir anschauen wollen, Erkenntnis, überhaupt einmal, ich brauche die Salbung. Wenn du sie willst. Wenn du sie natürlich nicht willst, dann brauchst du sie auch nicht. Aber wenn du sagst, ich will den Auftrag Jesu umsetzen in meinem Leben, ich will, dass ich das machen kann, was Jesus gesagt hat, dass ich das tun kann. Erkenntnis, ich brauche es. Und gleichzeitig ein Verlangen entwickeln, ich will es. Ich will es. Ohne das, wenn du es nicht brauchst, wenn es dir reicht, dass du einen guten Job hast und ein Häuschen, ja, dann brauchst du es nicht. Aber wenn du sagst, Jesus, ich will brauchbar sein für dich auf dieser Erde, ich will das tun, was du willst, dass ich tue, ist das wichtige Erkenntnis und ein Verlangen, ich brauche, ich will die Salbung. Ich heisse vielleicht gesalbt, ich heisse Christ, ich nenne mich Christ, aber die Kraft ist irgendwie nicht da.
Also ich brauche es und ich will es. Jesus sagt, Lukas 11, 13, wenn nun ihr, die doch böse, hoppla. Wenn nun ihr, die doch böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Die Kraft, die Salbung kommt durch den Heiligen Geist. Und wenn du merkst, ich habe den Heiligen Geist eigentlich noch gar nicht, ich habe ihn noch gar nicht eingeladen. Die den Vater bitten um den Heiligen Geist, die bekommen den Heiligen Geist. Dann wirst du erfüllt, dann wirst du getauft mit dem Heiligen Geist, so wie Jesus im Lukas 3, im Jordan, wo der Heilige Geist auf ihn gekommen ist. Wenn du merkst, ich brauche die Kraft, ich habe die noch gar nicht, bitte den Vater darum. Und er wird es geben. Der Heilige Geist bringt die Kraft. So wie Jesus, wie ich vorhin gesagt habe, im Lukas 3, wo er erfüllt worden ist mit dem Heiligen Geist, wo der Heilige Geist auf ihn gekommen ist, in Gestalt von einer Taube, die ihn erfüllt hat. Da steht dann im Lukas 4, Vers 1, steht, dass Jesus von dort weitergegangen ist, voll Heiligen Geistes. Steht dort. Voll Heiligen Geistes. Wer von euch will das? Voll Heiligen Geistes. Eigentlich alle, oder? Voll Heiligen Geistes. Aber, Achtung, das ist ein Risiko. Das ist ein Risiko. Wenn ihr dort weiterlest, Lukas 4, Jesus kommt voll Heiligen Geistes, da ist dann nicht das grosse Worship-Meeting losgegangen. Was ist dann losgegangen? Die grosse Versuchung ist dann gekommen. Da ist Satan zu ihm gekommen und hat gesagt, du, hey, wenn du der Sohn Gottes bist, dann mach doch aus diesen Steinen Brot. Und dann hat Jesus gesagt, es steht geschrieben. Und Satan hat ihn weiter versucht und hat immer gesagt, es steht geschrieben. Er hat sich gar nicht auf Diskussionen eingeladen, sondern hat immer gesagt, es steht geschrieben. Voll Heiligen Geistes, stell dir vor, bist so happy, bist so aufgestellt und glücklich und dann kommen die Versuchungen, die Anfechtungen. Bist du bereit, in diesen Situationen zu sagen, nein, es steht geschrieben. Nein, ich lasse mich jetzt nicht den Finger wickeln. Nein, ich tue jetzt auch nicht ein bisschen von der Welt Lust beziehen. Über meine Augen Lust beziehen. Oder was auch immer. Was du vielleicht früher immer gemacht hast. Nein, ich widerstehe. Ich widerstehe. Sind wir bereit zum Widerstehen, so wie Jesus widerstanden hat? Und da steht nachher, der Teufel, Satan, ist gegangen, ist vor ihm geflohen, weil er gemerkt hat, das ist einer, da komme ich einfach nicht durch. Kommt er bei uns auch nicht durch. Oder wenn er es versucht und uns irgend so ein schönes Angebot macht, dann sagen wir, ja, so schlecht ist es eigentlich gar nicht. Oder ich kann ja dann wieder umkehren. Oder sind wir bereit, um zu sagen, nein, bin ich nicht bereit. Und das Interessante, Lukas 4,1, Jesus voll Heiligen Geistes, hat Satan widerstanden. Lukas 4,14, da steht nachher, ist Jesus weitergegangen und da steht nicht mehr, Jesus war voll Heiligen Geistes, sondern da steht, Jesus kam in der Kraft des Heiligen Geistes. Da ist plötzlich die Salbung wirksam geworden. Da ist plötzlich die Kraft vom Heiligen Geist freigesetzt in ihm, weil er parat war, zu widerstehen. Ein Lebensstil zu führen, der Gott gefällt. Voll Heiligen Geistes. Und er in der Kraft vom Heiligen Geist, mit der Salbung vom Heiligen Geist. Sind wir parat, zu widerstehen? Oder lassen wir uns immer wieder reinnehmen? Ja, halt schon wieder. Der Gerechte fällt 7-mal. Aber er steht ja schließlich wieder auf. Das ist schon richtig und wichtig. Aber sind wir auch mal parat, um zu sagen, nein, jetzt nicht. Jetzt gehe ich durch da. Jetzt widerstehe ich. Sind wir parat? Nicht aus unserer Kraft, sondern aus der Kraft, die uns der Heilige Geist gibt. Erkenntnis und Verlangen, dass wir das haben, aber auch wissen, es hat vielleicht Konsequenzen. Und der zweite Punkt, das ist immer noch zu weit oben. Wenn der Heilige Geist in uns innen wohnt, ist das super und schön, aber es reicht nicht, sondern Gemeinschaft haben mit ihm. Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Gemeinschaft heisst im Griechischen Koinonia, das ist eine intensive, enge, verbindliche, sehr tiefe Gemeinschaft. Also man hat alles zusammen, man redet, man tauscht aus, man ist verbunden,
Und in 2. Korinther 13 lesen wir, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das heisst, Gnade kommt von Jesus und die Liebe kommt von Gott Vater. Und es wird alles wirksam für uns, wenn wir Zeit verbringen mit dem Heiligen Geist, wenn wir Gemeinschaft haben mit dem Heiligen Geist, mit ihm zusammen sein, mit ihm Zeit verbringen. Er redet, er lehrt, er korrigiert, er befähigt, er motiviert, er salbt uns. Und die Bibel sagt, er verherrlicht Jesus, er offenbart uns den Vater und er vermittelt uns die Liebe Gottes. Also wenn du das Gefühl hast, ich habe einen Mangel an Liebe, durch Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist kommt die Liebe vom Vater zu dir. Die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist. Gemeinschaft mit ihm, habe ich vorher schon angeschnitten, jetzt noch ein bisschen detaillierter, einen Lebensstil führen, der Gott gefällt. Einen Lebensstil führen, der Gott wohlgefällig ist. 1. Thessaloniker 5, 15 bis 22. Seht zu, dass keiner einem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jaget alle Zeit dem Guten nach gegeneinander und gegen jedermann. Freuet euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, danket bei allem, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löschet nicht aus oder betrübt nicht, dämpft nicht. Reden aus Eingebung verachtet nicht. Alles aber prüfet, das Gute behaltet. Von jeder Art des Bösen haltet euch fern. Von jeder Art des Bösen haltet euch fern. 1. Thessaloniker 5, 15 bis 22. Ein Lebensstil führen, der Gott gefällt. Nicht aus eigener Kraft, sondern es kommt aus der Beziehung, aus der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Nicht, dass du dich zusammenreissst und sagst so, jetzt. Sondern du sagst, Heiliger Geist, du bist da als mein Helfer. Hilf mir. Ich brauche dich. Ich kann es nicht ohne dich. Ein Lebensstil, der Gott wohlgefällig ist. Nicht fehlerlos, aber aus der Beziehung mit dem Heiligen Geist. Wenn man Jesus würde fragen, wenn er jetzt hier wäre, er ist ja hier durch den Heiligen Geist, aber er hat es schon gesagt in seinem Wort, wenn man ihn jetzt würde fragen, Jesus, was war das Geheimnis gewesen, dass du so einen vollmächtigen Dienst gehabt hast auf dieser Erde? Was war dein Geheimnis gewesen? Du hast ja gesagt, der Vater gehört dir immer. Johannes 11. Was war das Geheimnis gewesen, dass du gewusst hast, wenn du einen Toten rufst, dann steht er auf und kommt raus? Was war das Geheimnis gewesen, dass all die Kranken, die zu dir gekommen sind, alle, die zu dir gekommen sind geheilt worden? Was war dein Geheimnis gewesen? Wenn man ihn so fragen würde. Was würde er sagen? Würde er sagen, ja, ich bin halt der Sohn Gottes. Vater im Himmel ist mein Vater. Meiner ist da oben. Das ist der Unterschied. Oder das würde er sagen. Was denkt ihr, was würde Jesus sagen? Habt ihr eine Idee? Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, sicher. Was? Ich kann nur das machen, was mein Vater. Ich kann nur das tun, was ich den Vater gesehen habe, und auch sagen, was ich den Vater gehört habe. Johannes 5, 19 und 20, für die so aufschreiben, was du jetzt gesagt hast. Aber er hat nicht das gesagt. Das ist alles so schön, so. Ich mache halt das, was der Vater sagt. Aber er hat etwas viel Einfaches gesagt. Ja. Er hat nicht einmal das gesagt. Das hat er auch gesagt, an einem anderen Ort. Aber noch weiter unter, Basis. Johannes 8, Vers 29. Da sagt er, und der, welcher mich gesandt hat, ist mit mir. Das haben wir ja schon gesehen, Apostelgeschichte 10, 38. Wenn Gott mit jemandem ist, dann passiert etwas. Der, welcher mich gesandt hat, ist mit mir. Warum? Denn ich tue alle Zeit, was ihm wohlgefällt. Die kleinen, alltäglichen, unscheinbaren Sachen, die niemand sieht. Die niemand sieht. Wo du vielleicht ganz allein bist. Denn ich tue alle Zeit, was ihm wohlgefällt. Das war dein Geheimnis. Das war dein Geheimnis. Alle Zeit das tun, was Gott wohlgefällt. Nicht aus deiner Kraft, nicht aus deiner Leistung, weil das schaffst du ja eh nicht. Du hast ja bis jetzt immer probiert, du hast gemerkt, nein, es geht nicht, ich schaffe es nicht, ich kann es nicht. Also hör auf, probier es nicht mehr, sondern mach es aus der Kraft vom Heiligen Geist. Ein Lebensstil, wo Gott wohlgefällig ist. Als 4. Punkt, immer wieder neu voll werden mit dem Heiligen Geist. Das reicht nicht, dass du einmal erfüllt worden bist mit dem Heiligen Geist. Das reicht nicht. Sondern du musst immer wieder neu voll werden vom Heiligen Geist. Wie ein Akku.
Ein Akku hat einmal Kraft und dann wird er wieder leer. Dann musst du ihn wieder einstecken, hat wieder Kraft, wird wieder leer, musst du ihn wieder einstecken, hat wieder Kraft, wird er wieder leer, etc. So wie die Jünger in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 2,4 sind sie erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Apostelgeschichte 4,31 haben sie es schon wieder gebraucht. Vielleicht, ohne es beschrieben ist, zwischen noch wieder. Apostelgeschichte 13,52 haben sie es schon wieder gebraucht. Sie sind wieder voll geworden mit dem Heiligen Geist. Und zwischen ihnen all die Mal, was nicht beschrieben ist. Und so sagt uns der Paulus so, wir sollen immer wieder neu voll werden mit dem Heiligen Geist. Es reicht nicht, einmal erfüllt worden zu sein, sondern du musst immer wieder neu voll werden mit dieser Kraft, dieser Salbung vom Heiligen Geist. Und das sagt der Paulus, Epheser 5, 18 bis 21. Er sagt, berauscht euch nicht mit Wein. Wenn wir zurückdenken an Apostelgeschichte 2,4, wo nach Pfingsten, wo die Jünger dort erfüllt worden sind mit dem Heiligen Geist, sind ja die Außenstehenden gekommen und haben gesagt, hey, die sind ja schon besoffen, morgen früh. Und dann hat der Petrus gesagt, nein, die sind nicht betrunken. Sondern vor euren Augen erfüllt sich, was Gott verheißen hat im Joel. Dass er sein Geist wird ausgießen auf alles Fleisch. Das ist dort passiert. Und dort steht das schöne Wort im Griechischen, die Jünger waren in Ekstase. In Ekstase. Das wird ja auch mal in Ekstase sein für Jesus. Das muss doch schön sein, oder? Dass die anderen sagen, jetzt ist er total besoffen. Die Kraft vom Heiligen Geist, die Gegenwart vom Heiligen Geist, so begeistert von ihm. Und dann sagt er, sondern werdet voll Heiligen Geistes. Und jetzt sagt er, wie man das macht. Wie du kannst schauen, dass du immer wieder voll wirst vom Heiligen Geist. Indem ihr zueinander redet, mit Psalmen und geistlichen Liedern. Das heisst nicht, jetzt, dass du, wenn du mit jemandem reden musst, dass du dann in Form von Psalm 103, Vers 1 bis 5 oder wie auch immer redest. Aber dass deine Worte ein Lobpreis sind von Gott. Dass deine Worte Gott verherrlichen. Ihm wohlgefällig sein. Ihm wohlgefällig sein. Geistliche Worte, positiv, im biblischen Sinn. Und dann sagt er, singet und spielt in eurem Herzen dem Herrn. Das ist wieder der Aspekt von Gemeinschaft. Dass du in deinem Herz, still oder laut, Gott preisst. Du sagst, Gott, du bist gut. Es ist so super, dass es dich gibt, dass du da bist. Sagt alle Zeit, Gott, dem Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, Dank für alles. Dankbare Haltung. Eigentlich steht dort im Griechischen nicht Dank für alles, sondern steht Dank in allem. Du musst Gott nur für das danken, was wirklich von ihm kommt. Nicht für das, was nicht von ihm kommt. Und er sagt, seid einander untertan in der Furcht Christi. Den anderen höher achten als dich selber. Egal was es ist. Dass du den anderen höher schätzt, höher achtest als dich selber. Einander untertan sein. Die nicht profilieren auf Kosten von einem anderen, sondern den anderen höher einschätzen als dich selber. Als letzter Punkt, erkenne den Status, den du hast in Christus. Erkenne den Status, den du hast in Christus. Du musst wissen, wer du bist in Jesus. Sonst kann die Salbung, die Kraft Gottes nicht wirksam werden in dir. Du musst wissen, wer du bist in Jesus. Und die Bibel sagt uns, so sind wir nun Gesandte an Christi Stadt. Indem Gott durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, also anstelle von Jesus. Lasst euch versöhnen mit Gott. Du musst wissen, wer du bist, den Status, den du hast in Jesus. Du bist ein Gesandter, du bist ein Statthalter Jesu hier auf dieser Erde, du bist ein Repräsentant oder ein Botschafter Jesu hier auf dieser Erde. Du verkörperst das Reich Gottes in deiner Umgebung, wo du bist. Du bist ein Botschafter, eine Christi-Stadt, eine Stelle von Jesus auf dieser Erde. Ein Gesalbter, eine Gesalbte, die Kraft Gottes auf dir. Wenn der Heilige Geist irgendwo her gehen will, kann er deine Füße, deine Beine brauchen, zum Losgehen. Und wenn er dort, wo er nachher kommt, wollte, zu jemandem reden, gute Worte, aufbauende Worte, kann er dein Mund brauchen. Er hat keine Angst. Er braucht uns. Er braucht dich. Er braucht mich. Kann er dein Mund brauchen? Oder sagst du, ja, das kann ich eh nicht, das ist mir ein paar Schuhnummern zu gross, das mache ich nicht. Oder wenn er einer Person die Hände auflegen will, kann er deine Hände brauchen. Wenn er jemanden umarmen will, der vielleicht sogar krank ist, ansteckend krank, kann er die Arme brauchen. Oder sagst du, nein,
kommt mir das Beispiel in den Sinn von John G. Lake. Der hat ja mit Kranken, jetzt weiss ich nicht mehr, von was die krank waren, aber sehr ansteckend, Lepra, ist möglich, Lepra-Kranken, gearbeitet und hat die angerührt, hat die umarmt, hat die gepflegt. Und dann sind Wissenschaftler zu ihm gekommen und haben gesagt, du wirst auch sterben an dieser Krankheit, wenn du das machst. Und er hat gesagt, nein, das wird mir nicht passieren. Und in mir ist die Kraft Gottes. In mir ist die Kraft Gottes. Sind das Viren oder Bakterien bei Lepra? Bakterien. Wenn die Bakterien, das ist schon ein paar hundert Jahre zurück, wenn die Bakterien mit mir in Kontakt kommen, dann sterben die Bakterien. Hat er gesagt. Nein, die Wissenschaftler gesagt, geht gar nicht, ist unmöglich. Dann hat er gesagt, mache den Versuch mit mir. Ich tue bei einer Person, wo so Schaum aus der Lunge rauskommt, tue mir ein bisschen Schaum auf meine Hand und die könnt ihr dann unter dem Mikroskop anschauen. Dann seht ihr, die Bakterien sterben. Und die haben gesagt, das geht nicht. Und dann haben sie nachgeschaut und die Bakterien sind alle gestorben. Weil er gesagt hat, die Kraft Gottes wohnt in mir. Ich bin ein Botschafter, eine Christi-Stadt. Und Gott kann meine Füße, mein Maul, meine Arme brauchen, für diesen Menschen gut zu tun. Für die Menschen zu berühren, für diesen Menschen die Liebe Gottes zu bringen. Sind wir bereit, eine Stelle von Christi, von Christus, von Jesus, so wie er, auf dieser Erde zu leben? Bist du bereit? Im 1. Johannes 4,17, dort steht, denn wie jener ist, Jesus, denn wie jener ist, sind in dieser Welt auch wir. Du und ich. So wie er ist, sind auch wir. Die gleiche Kraft, mit der gleichen Ausrüstung, mit der gleichen Salbung, mit der gleichen Vollmacht. Das bedeutet Christsein. Das bedeutet Christsein. Wenn wir das praktizieren, wenn wir das umsetzen, dann sind wir Christen, so wie es die Bibel meint, so wie es die Bibel versteht. Botschafter, eine Stelle von ihm mit der gleichen Ausrüstung, mit der gleichen Kraft, mit der gleichen Salbung. Dann bist du ein Christ mit der gleichen Salbung, wie auf Jesus war. Denn wie jener ist, sind in dieser Welt auch wir. Geh jetzt aber nicht einfach los und denk so, jetzt mache ich es, sondern tu die 5 Punkte nehmen. Ich kann es vielleicht noch kopieren, für die, die es wollen. Tu die 5 Schritte, die wir jetzt angeschaut haben, tu die beherzigen, nimm die rein in den Alltag, in dein tägliches Leben, tu sie umsetzen in deinem Leben und nachher gang los. Und nachher gang los. Und nachher gang aber auch los. Gang aber auch los. Und tu sie umsetzen in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, deinem Arbeitsplatz oder wo auch immer du bist.